Jesus hat ja mega viele Wunder gemacht. Und das Coole ist, durch diese Wunder sieht man, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist, so wie du und ich, sondern Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Und während der nächsten paar Sündigen werde ich euch Wunder erzählen, wo alle im Johannesevangelium stehen. Und bei diesen Wundern sehen wir eben genau das, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und das Coole ist, dass eure Eltern in der Predigt genau auch von diesen Wundern hören. Und darum gebe ich euch am Schluss von der Geschichte immer eine Idee, was ihr mit euren Eltern zusammen machen könnt. Hey, könnt ihr auch gerne Feste feiern? Also ich finde das immer mega cool. Und auch in der Bibel gibt es immer ganz viele Feste, wo die Leute gefeiert haben und wo sie eine mega coole Zeit hatten. Und das Wunder, das ich euch heute erzähle, das ist auch an so einem mega riesen Fest passiert. Und zwar nicht an irgendeinem Fest, sondern an einer Hochzeit. Und zwar ist das so gewesen, die Hochzeit, die hat im Ort, wo Kana heisst, stattgefunden. An einer Hochzeit hat es immer ganz viele Gäste. Und an dieser Hochzeit sind auch Jesus eingeladen gewesen und seine Jünger und auch die Maria, die Mami von Jesus. Die sind alle auch Gäste gewesen an dieser Hochzeit. Und schaut mal auf dem Bild. Die Leute haben gefestet und tanzt und gegessen und getrunken. Sie haben eine mega tolle Zeit an dieser Hochzeit. Und wisst ihr, in der Bibel steht, die Hochzeiten sind damals nicht einfach ein paar Stunden gegangen wie bei uns heutzutage, sondern die Hochzeiten sind einmal mega lang gegangen, eine ganze Woche lang. Hey, die Leute haben so gern gefeiert und gefestet. Aber wenn man so lange feiern, dann braucht es natürlich auch ganz viel Essen und Trinken. Und plötzlich hat es kein Wein mehr gehabt. Plötzlich ist der Wein ausgegangen. Irgendwie hat sich da wahrscheinlich der das berechnet hat sich verrechnet und hat einfach zu wenig Wein bestellt. Es hat einfach kein Wein mehr gehabt. Und das war so schlimm damals, wenn es mitten im Fest einfach kein Wein mehr hatte, nichts mehr zu trinken. Das war richtig schlimm. Und dann ist Maria zu Jesus gegangen. Die Mami von Jesus ist zu ihm und hat gesagt, Jesus, es hat kein Wein mehr. Und dann ist Maria zu den Dienern gegangen an dieser Hochzeit. Und Maria hat diesen Dienern gesagt, hört mal, macht, was auch immer Jesus euch sagt. Auch wenn es noch so verrückt tönt, egal was Jesus euch Diener sagt, macht es. Und Jesus ist dann auch wirklich zu den Dienern und hat den Dienern etwas gesagt. Und es war wirklich verrückt gewesen. Jesus hat den Dienern gesagt, was sie machen sollen. Und zwar, damals vom Gesetz her, haben sich die Leute immer mit Wasser gereinigt, dass sie wieder rein sind. Und für die Reinigung hat es ganz grosse steinerne Krüge gehabt. Ganz grosse Krüge, und zwar 6 grosse. Und dann hat Jesus den Diener gesagt, hört, füllt die 6 Krüge mit Wasser. Wieso mit Wasser? Es hat doch Wasser, aber es braucht ja Wein. Ich glaube, die Diener sind sicher auch mega verwirrt gewesen. Wieso sollen sie jetzt die Krüge mit Wasser füllen? Aber die Maria hat den Diener gesagt, sie sollen machen, was auch immer Jesus ihnen sagt. Darum haben sie es gemacht. Und wie ihr hier seht, sie haben wirklich die ganzen grossen 6 Krüge voll mit Wasser gefüllt. Ich glaube, sie haben, als sie das gemacht haben, immer noch nicht verstanden, was sie da genau machen. 6 Krüge mit Wasser füllen, obwohl es kein Wein mehr hat. Aber Jesus hat gesagt, sie sollen es machen. Aber es kommt noch viel verrückter. Dann, wo die Krüge voll waren, hat Jesus gesagt, so, und jetzt schöpft aus diesen Krügen und bringt dem Mundschenk ein Glas davon. Der Mundschenk war der Mann, der den Wein probiert hat, bevor ihn alle Gäste bekommen haben. Jetzt sollen die Diener also von dem Wasser schöpfen in den Krügen und einem Mundschenk ein Glas Wasser bringen, damit er das Wasser probiert. Also, jetzt wird es ja noch viel verrückter. Aber eben, die Maria hat ja den Diener gesagt, sie sollen machen, was auch immer Jesus ihnen aufträgt. Darum haben sie auch das gemacht. Und so haben die Diener von diesen Krügen rausgeschöpft und haben ihnen ein Glas da und haben das Glas einem Mundschenk gebracht. Und wisst ihr was? Der Mundschenk hat probiert, es war nicht mehr Wasser, es war Wein. Plötzlich ist aus dem Wasser in diesen Krügen Wein geworden. Hey, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt ist so viel Wasser in die Krüge geleert worden und dann ist es plötzlich Wein. Hey, Jesus hat so ein riesen Wunder gemacht. Der Mundschenk hat von dem Wein probiert und
Der Wein war nicht einfach nur gut. Der Mundschenk hat gesagt, der Wein war der beste Wein, den es überhaupt gibt. Und der Mundschenk hat dann gerade mit dem Bräutigam reden und war schon ein bisschen hässig. Weil er hat gesagt, Bräutigam, los, man tut doch immer den ganz feinen Wein am Anfang auftischen und dann später am Fest tut man den Wein auftischen, der nicht so fein ist. Aber den mega feinen Wein jetzt, den hast du dir bis am Schluss aufgehalten. Jesus hat nicht einfach nur Wasser zu Wein gemacht, wo fein war. Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, wo mega fein war. Der feinste Wein, den es auf dieser Hochzeit gegeben hat Jesus aus Wasser gemacht. Hey, wow, das ist ein Wunder, das wirklich nur Gott kann. Da sehen wir, Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Was er da gemacht hat, ist so ein cooles Wunder. Hey, wow, so mega eine lässige Geschichte, wie Jesus aus Wasser Wein hat können verwandeln. Hey, und jetzt habt ihr auf dem Internet habe ich euch Bildchen aufgeladen und die könnt ihr herunterladen und dann könnt ihr es ausdrucken und könnt es ausschneiden und dann könnt ihr beispielsweise ein Memory damit spielen, wenn ihr alle Bildchen zweimal ausdruckt. Und ihr könnt natürlich die Bildchen auch noch weiter ausmalen. Und was auch noch ist, die Bildchen, die passen zu der Geschichte. Und darum könnt ihr doch mal probieren, mit eurem Mami und dem Papi zusammen die Geschichte nachzuerzählen. Könnt ihr mit Hilfe von diesen Bildern probieren, einander zu erzählen, was dann bei diesem Wunder genau passiert ist. Was dort war, wo Jesus für ein Wunder da hat. Hey, ich wünsche euch mega viel Spass dabei, wenn ihr das Wunder nacherzählen könnt, wenn ihr die Bilder ausmalt oder ein Memory als Familie zusammen spielen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spass. Macht's gut und bis zum nächsten Sonntag.